Ja, grüß euch benannt und einen sakrisch guten. Jetzt Kasperl. Leute, ich habe halt nicht ganz so viel Zeit. Ich komme direkt von der Malochne. Hab jetzt gerade noch zur Gemeinde gemusst, meinen neuen Personalausweis abzuholen. Weil der alte ist abgelaufen gewesen. Im Endeffekt hat sich nicht viel verändert. So, ein bisschen weniger Haar, ein bisschen mehr Bart, ansonsten immer nur dieselbe kreislige Larven. Und ich habe nachgeprüft, ne, mein Geburtsdatum und meine Größe und dergleichen, das hat sich alles nicht geändert. Mein Geburtsort, auch immer nur dasselbe. Wurscht. Dafür kann ich jetzt, wenn ich das registriert habe, mich online identifizieren. Ist das nicht großartig? Wir sind praktisch im 21. Jahrhundert angekommen. Klar, das ist jetzt schon Viertel drum, aber Deutschland und vor allem Bayern, ihr wisst es ja, ne? Genau. Also, heute geht's nicht um den Dicken. Vorwarnung, es geht nicht um den Dicken. Heute ist jetzt mein kleiner Reisevlog dran. Weil ich den schnell einschieben kann, weil ich muss dann später nochmal weg. Es wird doch mein Typ verlangt für die Planung unseres Festivalbesuches. Gut. Nichtsdestoweniger. Hockt euch hier, sagen wir mehr. Reißt euch ja Häube auf. Ja. Und ich verzeuge euch was. Ich war im Urlaub vor kurzem. Und war seit langem mal wieder der erste wirkliche Urlaub, der nicht auf dem Acker war. Also, der nicht irgendein Festival gewesen ist. Und ich mache mal Hintergrundmucke an. Ja, doch. Ein wenig. Ein bisschen. Ne? Vom Diablo-Soundtrack. Ansonsten ist ganz so lame. Entschuldigt, wenn ich mich ein bisschen komisch anhöre. Ich habe ein wenig an Katar. Eine leichte Erkältung. Aber das soll mich nicht aufhalten. Es ist wild. Es ist immer genau eine Woche. Meine Mulle hat irgendeine Erkältung. Auf den Tag genau eine Woche später habe ich dieselbe Scheiße. Ich weiß nicht, warum die Inkubationszeit da so lange ist. Bei Corona hat es nicht so lange gedauert, da waren es 2 Tage. Haben wir wenigstens gemeinsam in Quarantäne gehen können. Wurscht. Ja, ich war eine Woche unterwegs, so im Südwesten Deutschlands. Die ersten beiden Tage waren wir im Europapark. Und als wir das geplant hatten, war mir noch nicht bewusst, dass da dann erst einen Monat vorher praktisch eine neue Attraktion eröffnet hat. Und zwar Voltron heißt das Ding. Ne? Im Übrigen, dieses Video ist nicht gesponsert von Europapark. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal im Europapark war. Ja, ist schön, ich war das letzte Mal vor 6 Jahren. Ist schön, ist auch schön teuer. Und man verbringt natürlich viel Zeit mit Anstehen. Also man wartet permanent auf irgendwas. Aber das gehört ein bisschen so mit zur Experience dazu. Aber zu dem Thema kommen wir später. Für die Leute, die wirklich auf Achterbahn stehen, kann ich das Ding super empfehlen. Ihr kennt es, die üblichen Achterbahnen. Ne? Man setzt sich rein, irgend so ein komischer Aufzug bringt einen ganz an den höchsten Punkt der Achterbahn. Und ab da geht es dann mit dem Schwung der kinetischen Energie, die sich praktisch angesammelt hat, durch das dann aufgezogen werden, einmal komplett durch den ganzen Puff durch. Am Ende wirst du gebremst, alle sind glücklich, irgendwer hat gespielt, ihr kennt es euch aus. Und jetzt gibt es ja seit einigen Jahren diese neuartigen Achterbahnen, neuartig in Anführungsstrichen, ich rede schon wieder wie der alte Mann, der vom Krieg erzählt, mit diesem Boost-Start, ich weiß gar nicht mehr, Launch Coaster heißen die, glaube ich. Die starten dich praktisch mit Magnetkraft los. Also das sind zwei so Schienen, ne?
ihr Magnetfeld aufbauen und auf dem Wagen, ne, da ist unten dran eine Schiene, die praktisch das Gegenmagnetfeld hat. Und dadurch, dass sich das voneinander abstößt, beschleunigt es sich daraus. Da hatten sie damals die Bluefire, die haben sie immer noch. Ne? Und das ist ganz toll. Und das Ding macht es halt mehrfach während der Fahrt. Also, wenn man nicht so unbedingt auf zahre Achterbahnen steht, dann ne, ausfallen lassen. Wer es geil findet, 3 Daumen hoch. So viel dazu. Ich meine, ja, natürlich ist in einem neuen Themenbereich Kroatien, wer von euch das nicht weiß, aber Europapark gibt es halt europäischen Ländern entsprechend gewisse Themenbereiche. Ne? Und dann ist dann da immer irgendwas, was mit dem Land zu tun hat. Und wie vorher fragt, im russischen Themenbereich kann man nicht Panzer fahren. Im Deutschen auch nicht. Aber jetzt da diesen neuen kroatischen Themenbereich und da ist das Ding drin. Ne? Und da gehst du da an und die machen ja immer die Bereiche, in denen man ansteht, machen sie ja immer schön. Ne? Weil man da sehr viel Zeit verbringt, gerade bei so einer neuen Attraktion. Und da muss ich sagen, außen so lala, drinnen fand ich es cool, weil die haben 4 so Tesla-Spulen an der Decke angebracht, die echte Blitze schießen von Zeit zu Zeit und mit denen machen sie eine Melodie. Sehr laut und wenn du das erste Mal mitkriegst, erschreckend. Aber cool, hat mir gefallen. Ja, wir waren in einem dieser Themenhotels, die es da gibt. Da sind ja, ich glaube vor 25 Jahren oder sowas haben sie da das erste Themenhotel hinbaut. Das El Andalus, da waren wir diesmal auch wieder drin. Seitdem sind ja mehrere Hotels dazu metastasiert. Und erstmal die positiven Sachen. Ich hätte nicht gedacht, dass es sowas gibt. Du kannst praktisch, wenn du in dem einen Hotel bist, kannst du aber trotzdem die Sauna oder sowas beim anderen Hotel mitbenutzen. Also wenn du jetzt meinetwegen sagst, hey, ich bin jetzt in dem italienischen Themenhotel, in diesem Colosseo drin und das gefällt mir nicht so, und dann gehst du lieber in das andere und gehst halt da in die Sauna. Entschuldigung. Und du kannst auch, egal in welchem Hotel, irgendwie die Restaurants buchen. Also, dass du sagst, hey, ich darf gern halt in dem und dem Restaurant essen. Ne? Da gibt es dann halt dementsprechend andere Essen. In dem El Andalus ist Spanisch, da gibt es halt dann eher sowas in die Richtung. Beim anderen gibt es Italienisch, ihr versteht es. Und das finde ich ganz in Ordnung. Die meisten sind relativ nah beieinander. Das letzte, das glaube ich skandinavisches Thema hat, das haben sie ein bisschen weiter wegbauen müssen. Da dann irgendwann der Platz ausgeht. Aber ist cool, du kannst, wenn du in dem Hotel bist, eine halbe Stunde früher praktisch in den Park, wie die Leute, die jetzt neben dem Hotel sind. Und das ist schon fein, weil wenn du so ein Trottel bist wie ich, der es dann tatsächlich so macht, dass er sich da anstellt in der Früh und sie sagt, hey, lieber stehe ich jetzt eine halbe Stunde an, damit ich schnell in den Park komme, als dass ich dann später bei der neuen Attraktion 1,5 Stunden anstehe. Na? Und dann sind wir dann sprintet wie die Blöden und sind dann halt irgendwie am zweiten Tag in der Früh die erste Runde Voltron gefahren im allerersten Wagen. Das war cool. Gibt die andere Alternative, die gibt es aber nur schwierig und ich glaube, dass die irgendwann obsolet wird. Ich weiß nicht, ob ihr über Virtual Line schon mal was gehört habt. Das ist ich weiß nicht, wie neu das ist, dass sie das eingeführt haben, aber es gibt bei den neueren Attraktionen praktisch eine Virtual Line. Und bei den alten, wo es möglich ist, das irgendwie geregelt zu haben, auch. Da kannst du dann praktisch, wenn du die entsprechende App hast, zu bestimmten Zeiten dich für die bestimmte Attraktion vormerken lassen. Und das ist bloß eine begrenzte Anzahl von Leuten. Und da gehst du dann extra Schlange
an alle anderen vorbei und kannst du dann oben mehr oder weniger gleich direkt in die Bahn setzen. Ist schwierig, dann da auch für die großen Attraktionen dann Platz zu ergattern, weil, wie gesagt, die dann nur zu bestimmten Zeiten freigeschalten werden. Und ich glaube, dass es irgendwann obsolet wird, weil früher oder später macht das jeder. Ne? Und dann, wenn es jeder macht, ihr wisst Bescheid. Ja, anstehen. Man steht sehr viel an. Dementsprechend, wie gesagt, finde ich das schön, wenn bei solchen Attraktionen, wenn du dann halt im Wartebereich, während du da anstehst, irgendwo durchläufst, was cool ausschaut. Ne? Das, da haben sie bei der Wodan, dieser Holzachterbahn, die sie da haben, haben sie dieses Wikinger-Thema. Da schaut es immer aus, wie wenn du durch so eine Art nordische Unterwelt oder sowas läufst. Anstehen bei der Bluefire ist lame und größtenteils draußen. Also wenn es die Sonne runterbrennt, brutzelt es die auf, und wenn es schifft, dann lässt es die Ei. Weiß nicht. Aber so ansonsten bei den meisten Sachen, manchmal haben sie dann so Animatronics. Und muss man sagen, wirklich auch die allermeisten Sachen, auch die Sachen, die kleinere Kinder fahren können, ausgenommen, keine Ahnung, diese kleinen Flugzeuge, die sie da um so eine Stange rumdrehen oder sowas, was halt wirklich bloß für kleine Kinder ist. Aber die haben zum Beispiel die Piraten von Batavia, das ist halt wie Pirates of the Caribbean, Disneyland, ja, du sitzt in so einem kleinen Schiff halt, und dann fährst du halt da durch so eine Höhle, überall Piraten, da wird da geschossen und hin und her, ist fun. Was aber viel interessanter ist für meine eine, ich bin ja jemand, der gerne irgendwie andere Menschen einfach so ein bisschen beobachtet. Hört sich creepy an, aber kennst du das, wenn er denkst, in gewissen Lebenssituationen einfach mal schauen, wie diese Leute so drauf sind? Und mir ist aufgefallen, es gibt wirklich einen Haufen Deppen da draußen. Also, oi, leck mich am Arsch, gibt es Deppen da draußen. Also, die schöne Atmosphäre, wo sich die Leute wirklich sehr viel Mühe gegeben haben, die das gebaut haben, beim Anstehen wird einem ganz oft zerschossen, dadurch, dass man wirklich sich an den Kopf langt und sich denkt, Kollegen, wie zur Hölle hat die Evolution zu sowas wie dir geführt? Ich gebe euch ein paar Beispiele. Ich stehe für die Voltron an. Man läuft sich ja dann immer so entgegen. Das geht ja so im Zickzack immer durch, ja, dass möglichst viele Leute in diesen Wartebereich reinpassen. Und mir kommt entgegen, praktisch auf der Stelle, wo ich 10 Minuten davor gestanden bin, ein Typ, so ein bisschen alternativ angehaucht, mit einem T-Shirt, There's no Planet B. Ja? Also dieses klassische, wir müssen schauen, müssen jetzt handeln, ne? Ist ja auch gut, ne? Sich für Naturschutz und Klimaschutz und sowas einsetzen. Aber wenn du so ein Klimaschutz-Ultra bist, dass du extra dieses T-Shirt hast, dann weiß ich nicht, ob so ein Europapark unbedingt der richtige Ort für dich ist. Weil, ne, hate to break it to you, Klimaschutz ist nicht the name of the game im Europapark. Ich habe mir sagen lassen, die Bluefire einmal abschießen kostet 40 € in Strom. Ne? Also, ne, das hat dann wieder dieses Niveau von den Typen, die sich auf der einen Seite auf die Straße kleben, wegen Klimaschutz, und dann nach Bali fliegen. Also ich kann ich wirklich Klimaschutz Ultra sein, dass ich sage, nee, das ist das wichtigste Thema, und das schreibe ich mir aufs T-Shirt, ja? Nicht nur auf die Fahne, aufs T-Shirt, und dann muss ich halt aber so konsequent sein, dass ich dann sage, ja, ne, dann sind mir halt so weltliche Freuden wie der Besuch eines Freizeitparks, der Strom verbraucht und Müll produziert wie eine Kleinstadt jeden Tag, die sind mir dann halt verwehrt. Ja?
weil das paradox ist. Ne? Das ist gerade so, wie wenn ich sage, nee, ich bin eigentlich Veganer, aber einmal im Jahr schiebe ich mal 3 Kilo Steak in Fotzen. Das haut nicht hin, Leute. Das haut einfach nicht hin. Also, solche Leute, ich steigere mich mit den Deppen. Die schlimmsten Deppen kennen wir zum Schluss. Freut euch da schon mal drauf. Die zweite Stufe von Deppen, und keine Ahnung, ich hoffe, ich trete jetzt da nicht zu vielen von meinen Zuschauern auf den Schlips, sind Jugendliche. Leute, Jugendliche in einem Freizeitpark sind wir böser Ausschlag im Intimbereich. Es ist fürchterlich unangenehm. Wir sind, ich glaube, das zweite, was wir gefahren sind, war die Wodan und stehen da unten drunter an und hinter uns war so eine Gruppe von 4, 5 Halbstarke, wo einer cooler sein hat müssen als der andere und die eine Scheiße gelabert haben, um so möglichst cool zu sein, wie es irgendwie geht. Ja, da geht es dann irgendwann eine kleine Treppen auf. Oh mein Alter, die Treppe rauf, Alter, die Treppe, müssen wir jetzt hier Treppen auch noch laufen, Alter, was ist hier los? Und er dachte, und du musst dir das, du stehst da 3/4 Stunde, oh, du kommst da nicht mehr raus, gell? Also, du musst dir das so hören. Leck mich am Arsch. Einen Krampf. Fürchterlich. Aber den Leuten, weiß nicht, wenn die nicht gerade zufällig hinter dir stehen, das geht. Und das sind auch meistens nicht die Leute, die irgendwie in dem Hotel pennen, weil Hotel pennen ist teuer. Im Hotel pennen Leute wie ich, die da mit der Mulle hinfahren und die schon selber arbeiten und da ihre Kohlen auf den Kopf hauen. Oder halt Familien. Und da sind wir jetzt beim nächsten Thema. Ja? Der nervigen Leute im Freizeitpark. Ich wette was, das ist in anderen Freizeitparks nicht anders. Familien. Genauer Menschen mit Kindern. Und bezeichnenderweise, es gibt eine Area, die Irland Area. Das sind eigentlich nur Sachen für Kinder. Ne, für die ganz kleinen Kinder. Und ein Irish Pub. Du kriegst Whisky in diesem Irish Pub. Die Leute kennen ihren Kundenstamm. Ne? Wenn du 1 oder 2 Tage mit kleinen Kindern in diesem Park verbringst, musst du saufen, weil ansonsten drehst du am Radl irgendwann. Aber das schlägt sich natürlich auch darauf nieder, wie diese Schratzen dann den anderen Parkgästen gegenüber auftreten. Ich meine, die Kinder kennen ja nichts dafür. Aber wie oft es mir passiert ist. Einmal hat mich meine Mulle noch auf die Seite geschoben, weil ich irgendwo hingeschaut habe, hab mir irgendwas angeschaut in der Bahn, die über meinem Kopf rumgefahren ist. Und dann ist mir so ein 2-jähriges Kind, oder keine Ahnung, oder 3, ich kann mir das nicht einschätzen, wie alt die Viecher sagen. Ihr wisst Bescheid. Es hat laufen können, aber nicht genau gewusst, wo es hin will. Das sind diese Dinge, die ja praktisch in dem Moment, in dem du sie aus dem Auge verlierst, praktisch die Katastrophe schon vorprogrammiert sind, weil die einfach bloß in irgendeine Richtung rennen, so lange bis irgendwas passiert. Und sowas ist mir also gnadenlos vor die Füße gelaufen. Ich hätte das hart über den Haufen gemettelt und ich wiege über 100 Kilo Leid. Das Kind hätte wahrscheinlich einen Schaden davon getragen. Meine Mulle zieht mich auf die Seite. Ich, boah, krass. Dreh mich um. Der Vater daneben dran, sag ich, ist das ihrer? Ja. Der war gut 10 Meter weggestanden. So, ja, dann vielleicht kurz drauf aufpassen. Die hätten jetzt fast kaputt gemacht, gell? Der wird sich gedacht haben, scheißegal, dann müssen wir beim nächsten Mal weniger Eintritt zahlen. Aber, ja. Oder der war zu dem Zeitpunkt, eigentlich hat er schon 3 Stunden Irish Pub hinter sich gehabt und hat auch nichts mehr checkt. Aber auch in Restaurants. Ich weiß nicht, auch hier erzählt euch wieder der alte Mann was vom Krieg.
Ich weiß nicht, wie das in eurer Kindheit war oder was für eine Erziehung ihr da dementsprechend genossen habt. Wenn meine Eltern mit uns als Kinder zum Essen gegangen sind und es damals irgendwie so eine Spielecke gab im Restaurant. Spoiler-Alarm, das ist ein Freizeitpark, da gibt es in den Restaurants Spielecken, weil viele Leute ihre Schatzen mitnehmen. Natürlich sind Kinder auch eine Zielgruppe für so einen Park. Deswegen bin ich da eigentlich schon weniger nett, als ich eigentlich wäre in einem anderen Szenario. Aber, dass sich dann die Leute einbilden, ja wunderbar, da können ja meine Kinder machen, was sie wollen. Wir hocken uns jetzt an dieses Restaurant und die Kinder laufen, sprinten durch das Restaurant, laufen den Kellnern vor die Füße, rennen gegen deinen Tisch, dass du aufpassen musst, dass dein Bier nicht umschmeißt, spielen an irgendwelchen Geschichten beim Buffet rum. Da hat es so einen Butterspender gegeben. Das hört sich jetzt weird an, aber du drückst halt aufs Knöpferl und dann schneidet der dir seine Erfindung, die die Menschheit nicht braucht eigentlich, aber sei es drum. Dann schneidet der dir so ein kreisrundes Stück Butter ab und wenn es halt nochmal eins brauchst, dann drückst du halt nochmal da drauf. Und dann sind da Leute hin, die haben ihre Kinder am Buffet einen Teller in die Hand gegeben, so ja, mach. Und dann stehen die Schranzen dort und drucken und holen sich, ich weiß nicht wie viel Stück Butter pro Person aus diesem scheiß Butterspender. Im Leben hat das Kind vor mir, das ist mir bis zur Hüfte gegangen, hat im Leben nicht 3 Stück Butter gefressen. Ne? Ich sag, dann rennen sie umeinander, es wird geschrien, es wird gekeift, die Eltern daneben vollkommen tiefenentspannt. Geben keinen Fick, wir sind ja im Urlaub. Vollkommen wurscht, dass die Leute nebendran ohne Schratzen auch im Urlaub sind und vielleicht in Ruhe essen wollen würden. Ne? Also, wenn wir früher als Kinder mit den Eltern beim Essen waren und es hat keine Spielecke gegeben, dann hat man sitzen bleiben müssen. Und wenn es eine Spielecke gegeben hat, hat man in die Spielecke gehen dürfen, nachdem man fertig gegessen hat. Klar, dann können sie die Eltern in Ruhe unterhalten. Dann hat man aber auch sich zu entscheiden, will ich in die Spielecke oder will ich am Tisch bleiben. Das ist nicht gegangen, dass ich da hinlaufe und zurücklaufe und hin und zurück und hin und zurück und dann nur irgendwelche Spielzeuge mitnehme. Der eine Bur nimmt aus dieser Spielecke irgendeinen Plastik-LKW mit und spielt dann damit im Gang zwischen die Tisch im Restaurant. Der Kellner fliegt fast rüber und die Eltern motzen den Kellner an, warum er nicht aufpasst. Allein da, ganz ehrlich, da fällt mir ein Ei aus der Hose. Was ist los mit den Leid? Was ist los mit den Leid? Es ist auch dadurch deutlich geworden, dieses Restaurant hatte mal einen anderen Haupteingang. Ne? Da steht noch groß der Name von dem Restaurant drüber, von dem Hotelrestaurant. Und da kommst du jetzt so einfach nicht mehr rein. Ich weiß das, ich war da selber als Kind einmal drin. Da hat man dann da reingehen können in der Früh zum Frühstück und hat dann irgendwie freie Platzwahl gehabt. Man hat sich hingesetzt. Im Übrigen, meine Eltern haben das beim Buffet so gehandhabt, weil sie gewusst haben, du kannst so kleine Kinder nicht auf so ein Buffet loslassen, da passiert nur Unfug. Ein Elternpaar ist mit den Kindern am Tisch blieben. Der andere Elternpaar ist losgegangen, hat sich was zum Essen geholt, hat eine Übersicht gemacht, was es gibt. Dann ist man zurückgekommen und hat gesagt, hey, es gibt das und das, was wollt ihr? Dann hat man sich als Kind entschieden, was man haben will. Der andere Elternpart ist losgegangen und hat für sich und die Kinder das Klump geholt. Ne? Klar, wenn du dann bei 12, 13 Jahre alt bist, dann geht es schon, dass du, aber für, sagen wir mal, Kinder im einstelligen Alter ist das eine Sache. Ne? Weil die nur Unfug treiben. Siehe Butterspender. Und sie Klump auf den Teller laden und das dann später nicht mehr fressen. Ihr kennt doch Kinder brauche ich nicht mehr reden. Auf jeden Fall durch diesen ehemaligen Haupteingang kommst du dann nicht mehr rein, sondern du musst hinten rum in den anderen Eingang rein und dann steht da jemand und dann kriegst du praktisch einen Tisch zugewiesen. Und zwar
weil die Leute das nicht mehr geschissen kriegen, sich in so ein Restaurant, in einem Hotel, wenn Buffet ist, hinzusetzen und zwar vernünftig. Ihr kennt es. Ja? Dann sitzen 2 Leute am 6-Personen-Tisch. Oder ne, dergleichen. Und so kriegst du dann deinen Tisch zugewiesen, da hockt ihr hier einwandfrei. Dass das notwendig ist, ist ein Armutszeugnis wieder für die Menschheit, aber sagen wir es mal so, meiner Ansicht nach ist die letzten 20 Jahre die Menschheit nicht unbedingt schlauer geworden. Mal kurz die Stimmbänder befeuchten. Ja, mal kurz meinen Spickzettel schauen. Sind wir bei Kinder und Deppeneltern, habe ich mir hier aufgeschrieben. Oh ja, was mir aber neben den horrenden Preisen zum Abendessen in diesem Hotel tatsächlich aufgefallen ist, das Frühstücksbuffet, was mit dabei war, war echt geil. Die hatten Lachs und fertig bratene Spiegeleier. Einwandfrei. Und wir hatten so einen Toaster aus der Hölle. Und zwar, der hat so ein Fließband drin gehabt. Also du hast praktisch oben die Stücke Toast reingelegt. Und die sind dann durch den Toaster auf dem Fließband gelaufen und hinten wieder runter. Und je nachdem, was du vorne eingestellt hast, das Fließband schneller oder langsamer gelaufen, dass du halt den Bräunungsgrad des Toasters einstellen können. Bombastisch gut. Für daheim ist mir das zu viel Aufwand. Außerdem, was nicht, traue ich diesen Billig-Toastern für daheim nicht, dass sie mir nicht die Bude abfackeln. Da ist sie selten Toast. Aber im Urlaub Toast. Solange du hast, ist Butter drauf. Butter schmilzt so ein bisschen in den Toast, nein, einwandfrei. Genau. Wir waren da 2 Tage in dem Park. Und das brauchst du schon. Also 2 Tage brauchst du schon. Und man muss das halt schauen, dass es ein bisschen klug anstellt, dass man sie da jetzt vielleicht nicht irgendwie an die Attraktion hinstellt, wo die Wartezeit gerade 2 Stunden ist. Weil der Park macht auf um 9 in der Früh und der macht regulär, glaube ich, um 6 auf die Nacht. Also 9 Stunden. Je nachdem, wie gut das Wetter ist und wie gut besucht ist, und machen sie dann manchmal bis um 7. Das entscheiden sie dann irgendwie, glaube ich, ab der Hälfte vom Tag, wie lange am Abend offen sein wird. Aber sagen wir mal, 10 Stunden hast du. Wenn du jetzt von den 10 Stunden 2 Stunden nur für eine Attraktion anstehst, kannst du da ausrechnen. Aber es gibt ja genug. Es gibt ja genug. Ja, aber wenn ihr in den Europapark fahrt, ganz wichtig, nehmt euch irgendein Mückenschutzspray oder sowas mit. Weil die Mücken da drunten, die sind, keine Ahnung, die sind aus Tschernobyl ausgewandert oder sowas. Erstens sind die riesengroß, dann sind es Unmengen und also nicht bloß bei mir, sondern beim Spätzle von mir, den ich da kennengelernt habe, auch sind die angeschwollen, dass alles spart. Also gegen Mücken muss man gefeit sein. Ich weiß nicht, was da für ein Sumpf außenrum ist, das so schlimm ist, aber Mücken gibt es da drunten. Ja, nun dann sind wir am 3. Tag des Urlaubs, morgens nach dem Frühstück nur kurz in die Sauna gemeldet, haben dann ausgecheckt und sind in Richtung Freiburg, was eine wunderschöne Stadt ist. Ich muss sagen, Freiburg, klar, außenrum Glasscherbenviertel, man kennt sie aus, aber in der Altstadt wunderschön. Ich war vorher noch nie in Freiburg. Die haben diese kleine Bachal. Ja, das ist im Endeffekt, sind das im Pflasterstein läuft halt dann so, ja, wie soll ich sagen, kleine Wasserrinne durch. Und das sehr viel Charme. Das hat sehr viel Charme. Die Leute waren super nett. Wir haben uns da dann Deutschland gegen Ungarn angeschaut, haben uns vorher noch mit irgendeinem billigen Fanmerch Scheißdreck eingedeckt und haben die größte Freiheit gehabt, auf jeden Fall. Freiburg, wenn ihr das gewusst hättet, hätten wir uns vielleicht nur einen 2. Tag Zeit genommen. Obwohl der 2. Tag, der war dann
vom Wetter an immer so geil, aber na. Freiburg wirklich für Leute, die so alte Kirchen oder sowas sind, dieses Freiburger Münster. Wir sind da auf den Turm rauf marschiert. Es ist relativ anstrengend, vor allem weil es relativ warm war an dem Tag, aber die Aussicht ist natürlich bombastisch von da droben. Und da war zufällig dann ein Wochenmarkt oder sowas um das Freiburger Münster darum und da haben wir dann Würstel gegessen, Bier getrunken. Gratschi war's. Gratschi. Da gibt es irgendeine Wirtschaft, die haben da ganz verschiedene Bierarten. Und für den nicht schnell entschlossenen Menschen perfekt hast du einen Meter Bier bestellen können. Hat er dann halt meine Mulle und ich jeweils im Endeffekt Amas, also 5 0,2er Bierkrüge gehabt mit jeweils am anderen Bier von was wir halt da im Haus gehabt haben. Und da hat man sie dann so durchprobieren können. Das war sehr, sehr, sehr lustig. Genau, dann haben wir uns da dieses Spiel angeschaut, sind ins Hotel gemeldet. Am nächsten Tag in der Früh, mittags noch ein bisschen durch Freiburg und sind dann weiter aufgebrochen Richtung Lindau. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Lindau war. Ein schönes kleines Hotel auf der Lindauer Insel gehabt. Ganz ehrlich, super geil. Auch direkt um die Ecke rum, Fußgängerzone. Haus aus, keine Ahnung, 1600 schieß mich tot. Da war keine einzige Wand, hat irgendwie einen rechten Winkel gehabt. Also es war alles schief und krumm, hat alles ausgeschaut, wie wenn es der Architekt aus Asterix und Cleopatra gebaut hätte. Finde ich geil. Obwohl ich mir permanent einen Grind gehauen habe, weil halt die Decken sehr niedrig waren. Aber es war echt cool, gemütlich. Und da halt dann auf dieser Bodenseeinsel. Du kannst dann einmal um die Insel rumgehen, du hast immer was zum Singen. Da gibt es echt schöne Promenade auch und den kleinen Bodenseehafen da von Lindau mit Leuchtturm und dann gibt es da so Kioske am Ufer, da kannst du da Bier holen, kannst du dann in die Sonne setzen oder auf die alte Stadtmauer oder sonst. Also es ist auf jeden Fall auch eine Reise wert. Da haben wir den Tag noch verlängert, weil es einfach schön war und dann sind wir am nächsten Tag im Übrigen sehr gutes Irish Pub da. Das Irish Pub ist klein, aber fein und sehr schön. Die Bierpreise gerade für das Guinness oder Kilkenny, also das irische Bier zeigst, sind ein bisschen horrend, aber wenn man sagt, hey, keine Ahnung, das genügt, da trinkt man 1 oder 2 irgendwie, geht schon. Ne? Und ansonsten ist halt ne, eher ein bisschen was für ältere Leute, sagen wir es mal so. Da gibt es jetzt nicht also zumindest auf der Insel nicht, ich weiß nicht, wie es sonst in Lindau ausschaut, irgendwo wird es ja schon so einen Puff geben, aber es gibt jetzt nicht irgendeinen Club oder sowas. Also, wenn du Bock hast auf Restaurant oder Kneipe, dann bist du gut aufgehoben. Wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Anfang 20 bist und dringend irgendwie auf Aufriss gehst, dann ist das definitiv nicht das richtige Urlaubsziel für dich. Aber wenn du ein alter Mann bist, der gern seine Ruhe hat und einfach nur mit seiner Mulle abends gerne ein paar Bierchen trinkt, ein bisschen was isst und sich dabei ein Fußballspiel anschaut, Pfeilgrad. Ne? Pfeilgrad. Und ja, nur die Fahrt nach Lindau war nicht so angenehm. Weil, und jetzt sind wir bei der Krönung der Deppen, weil die Deppen, die ich bisher besprochen habe, die sind im Idealfall nur nervig. Manchmal vielleicht passiert ein bisschen was, aber die sind keine Gefahr für Leib und Leben. Die Deppen auf der Straße sind es halt leider. Und auch da weiß ich nicht, ob das jetzt einfach so ein Gefühl von mir ist. Kann das nicht.
ich kann das nicht irgendwie evident beweisen. Ich habe da keine Studien dazu, ob die Leute im Straßenverkehr depperter geworden sind in den letzten 20 Jahren oder nicht. Ich habe das Gefühl, das ist ein subjektives Gefühl meinerseits, aber ich habe das schon sehr stark. Wenn du dir anschaust, was die Leute für eine Scheiße zusammenfahren, das passt auf keine Kuhhaut drauf. Das fängt an mit einfach wirklich grundlos irgendwie mit 20 km/h durch den Ort oder mit 60 km/h auf der Landstraße zu fahren. Oder Leuten die Vorfahrt nehmen. Also ganz dringend hat man noch raus müssen. Ja? Da kommt einer. Ganz schnell muss ich noch raus. Dann das Gaspedal nicht finden und danach dann mit 60 vor einem hertuckeln. Er sagt, du hast es dann offensichtlich nicht eilig. Warum hast du dann die Vorfahrt genommen, du Arschloch? Und das krönt dann in diesen Leuten, die der Meinung sind, ach ja, ich kann doch ruhig überholen. Da ist egal, ob in der Kurve oder durchzogene Linie oder an der Kuppel oder sonst irgendwo. Gestern ist da A-Corner gekommen. Und Leute, ich sag's ja kurz vor Lindau, ich hab im Tod gesehen. Ich hab den scheiß Motorradfahrer bei mir praktisch schon auf dem Schoß sitzen sehen. Ich fahre Rechtskurve auf der Landstraße, mir kommt der LKW entgegen auf der Gegenfahrbahn. Und auf meiner Fahrbahn kommt ein Motorradfahrer entgegen. Einwandfrei in einer wirklich scharfen Rechtskurve. Also für mich rechts, für ihn Linkskurve. Wo du nicht siehst, was da kommt. Ich hau einen Stempen rein, ansonsten hätte es gescheppert. Das ist echt, da hat es nicht um viel gefehlt. Und ich weiß nicht, was mit denen Leuten los ist. Ich weiß nicht, warum er so eine Entscheidung trifft. Aber ich weiß nicht, ich kann mir da jetzt auch nicht reinfühlen. Ich bin eigentlich größtenteils auch eher ruhiger Fahrer. Ich habe auch ein paar hirntote Aktionen schon mal geschossen, halt in der Jugend. Ja, mit Anfang 20 irgendein Rauschform fahren oder sowas, wo man sich am nächsten Tag denkt, leck mich am Arsch, wie dumm kann man eigentlich sein? Oder weil da auch alles Mögliche passieren kann. Oder ich habe einmal irgendwie an der Stelle, wo man es eigentlich gut sehen hätte können, dass Gegenverkehr kommt, einfach nicht gecheckt, dass Gegenverkehr kommt und versucht zu überholen, was fast Schätzganger wäre. Aber wenn ich eine scharfe Kurve habe, wo ich 100% weiß, ich sehe keine 30 Meter weit, dann setze ich nicht zum Überholen an. Was ist los mit den Leuten? Das hätte er damals nicht gemacht. Also so blöd kann doch ein Mensch alleine überhaupt gar nicht sein. Wie kriegt denn so jemand einen Führerschein? Ich glaube, der hat den Führerschein beim selben Fahrprüfer gemacht wie der Winkel. Der Führerschein willy-nilly an alle Leute hergibt, wie wenn er, keine Ahnung, beim Karnevalswagen Kamelle runterschmeißen darf. Die Süßigkeiten sind uns ausgegangen. Ja, da drüben ist noch Battle mit Führerschein, schmeißt der meinen aus. Na gut. Und dann sind wir gemütlich von Lindau wieder nach Hause gemettelt und haben uns sehr gefreut, unsere Mizis wiederzusehen, weil das ist das Einzige, was am Urlaub, deswegen fahre ich selten länger wie eine Woche in Urlaub. Wir vermissen unsere Katzen schon sehr. Ich weiß nicht, wer von euch Haustiere hat und wie ihr das regelt, wenn ihr im Urlaub seid. So Katzen kannst du ja schwierig mitnehmen. Manche Leute nehmen ihren Hund mit. Oh ja, die Deppen hätte ich fast vergessen. Deppen, die ihren Hund mit in den Europapark nehmen. Digga, was los mit den Leid? Was los mit den Leid? Ja, aus offensichtlichen Gründen keine gute Idee. Weil du kannst dir den scheiß Köter nicht mit in die Silverstar nehmen. Das geht ja nicht. Also muss ja immer einer draußen mit dem Hund warten. Bescheuert. Wurscht. Wie ihr das macht, wenn ihr eure Haustiere, wenn ihr im Urlaub fahrt. Wir haben halt Leute, die darauf aufpassen, aber trotzdem, man vermisst die schon. Ne? Also man denkt sich dann schon, oh, wie geht's unsere Viecher und was ist los daheim und hoffentlich passt das alles und nichts passiert, keiner pinkelt in die Steckdose oder was weiß ich. Und da freut man sich dann schon auch, wenn man wieder heimkommt und dann kommen die und freuen sich, dass du wieder da bist und dann legt man sich da irgendwie auf den Rücken und lässt den Bauch kraulen und schnurrt. Das ist schon schön. Ja, haben wir gerade aus 40 Minuten.
glaube, das ist eine gute Zeit für so ein Video. Ich muss mir jetzt dann auch bald fertig machen, weil ich muss jetzt noch weiter meddeln. Wir treffen uns, wie gesagt, heute Abend noch mit der Gruppe, mit der wir dann aufs Festival eimern. Ich werde an einem Tag des Festivals werde ich mein Bootleg Ramlord T-Shirt tragen. Der erste, der mich darauf anspricht, kriegt von mir Bier ausgegeben. Dann machen wir ein Beweisfoto mit dem Bier, dass es das praktisch schon gegeben hat. Nicht, dass dann irgendwie alle sagen, ja, ja, klar. Erzählst mir jetzt, dass ich nicht der Erste war. Und da hoffe ich, wir hören uns bald wieder. Ich werde die Tage noch mal ein bisschen was vorbereiten für euch. Weil ich bin euch ja noch schuldig, dass den Rest von dem Kartoffelgulasch und die ganzen neuen Bärchen-Leaks wollen natürlich auch noch behandelt werden. Auch wenn die absolut nicht monetarisierbar sind. Das werdet ihr gemerkt haben bei dem letzten Video, was ich hochgeladen habe, dass da erstaunlich wenig Werbung drin war. Ja. Ne? Hier, der hier. Ficken, Bumsen, Blasen. Ja, ja. Der droppt halt ein paar Mal, ja. Und Scheiße, seid das Video auch zerschossen. Wurscht ist. Leute, ich wünsche euch was. Habt noch einen schönen Abend. Schaut euch am Samstag Deutschland gegen Dänemark ist es, glaube ich, an. Und Medal off.